Ja, von den Schuhen haben wir natürlich schon einige. Pass auf, wo kann man denn die anschauen? Da erinnert. Steven Taylor hat noch keine Schuhe. Gibt's sowas? So, und die Schuhe verbessern ja irgendwas immer. Also ein paar Fähigkeiten verbessern die. Sehen wir unten. Ja, ich glaube, den haben wir gerade gekriegt. Der F50. Und der verbessert die Schnelligkeit, die Explosivkraft und die Schusskraft. Und die Schussgenauigkeit. Gut, Schuss muss ja nicht, dieser Innenverteidiger. Aber Schnelligkeit, glaube ich, schaut überhaupt nicht. So, stellen wir mal 4. Und jetzt geht's gegen den FC Fulham. Die sind positiv, Position Nummer 9 in der Tabelle. Haben Verhandlungen, haben wir da irgendwelche oder? Nein, es kämen bloß welche. Gut, haben wir schon ein bisschen nachgerüstet. Für die nächste Saison. Das da stellen wir jetzt gleich um auf schnelle Konter. Jetzt hat Destro so gut gespielt zuletzt, ne? Jetzt ist Mbaba allerdings auch wieder fit. Das ist aber eigentlich unser bester, also ja, nicht der beste, aber unser treffsicherste Stürmer bisher. Aber ich denke, Destro ist eine gute Nachfolge dann. So, den da rein. Okay, dann haben wir wieder Heimspiel. Und die spielen ruhig in Orange. Ersatzbank dürfte auch so passen. Sinclair ist wieder nicht fit. Da haben wir halt, ne, ja, nehmen wir halt ein Ding mit. Williamson kann man mitnehmen. Wir werden auf jeden Fall noch auf dem Transfermarkt noch einen guten Innenverteidiger uns umschauen. Vielleicht kein junger, sondern eher an schon etwas älteren, aber umso besseren. Vielleicht um die Stärke 80 oder so. Ja, gegen Fulham weiß ich nicht, ob wir da gewonnen haben oder verloren. Im Grunde eh scheißegal, jetzt gewinnen wir auf jeden Fall. Also zumindest lautet der Plan so. Kabay. Ja, so mal. Und es gibt nur einen Wurf. So, der hat ihn jetzt mal in die Fresse gekriegt. Und das war viel Pass. Ruiz. Ja, den hat er ausgespielt. Und das war der erste Warnschuss. Ja, das hat nichts gehauen. Ben Afa war eigentlich besser gewinnen, wenn der hingegangen war. Riese, der Norweger. TOT, der möchte ja loswerden. Also im nächsten Transferfenster. Ja, Ronaldo erwischt ihn nicht. Riese wieder. Ist das nicht ein Verteidiger? Der rennt aber oft voneinander.
Rita. Ja, hat auch mal bei Wolfsburg gespielt. So, TOT. Demba war nicht anspielbar. Aber jetzt hat. Und da kriegt er wieder. Aber jetzt verwurschtelt man. Ja, der hätte schießen sollen. Er rennt nicht. Ach, da steht gar keiner. Jetzt habe ich einen Linienrichter verwechselt. So, jetzt gibt es Abstoß. Also bisher unspektakulär das Spiel. Eine Chance war ja auf der Seite von Fulham. Wir bisher noch unmöglich zum Abschluss kommen. Aber das wollen wir natürlich noch ändern. Ja, bescheiden. Ja, das war der erste Warnschuss. Aber Schwarzer hält den. Demba wieder. Und Ronaldo. Und das ist die Führung. Zweite Chance, erstes Tor gleich. Und ja, Ronaldo war zum ersten Mal am Ball und hat gleich sein Tor gemacht. Ja, somit führen wir. So konnte natürlich gleich weitergehen. Lupfer, Ronaldo. Aber gerade noch wieder mal am Ball abgenommen. Ja, das war abseits. Ben Arfa. Dejaga. War nicht der auch bei Wolfsburg? Also Fulham hat sich scheinbar bei Wolfsburg bedient. Gutierrez. Ronaldo startet, erwischt ihn aber nicht. Wieder kein Foulspiel. Aber Fulham wackelt. Die stehen da hinten nicht so stabil. So, also Schiedsrichter beendet die erste Halbzeit. 1-0 für uns. Ja, alles spricht bisher für uns. Und ich denke, wir können in der zweiten Halbzeit noch einen drauflegen. Fulham bisher ziemlich harmlos gewesen. Bis auf den einen Warnschuss, aber das war ja nichts. So, den werden wir jetzt noch das eine oder andere Tor einhauen. Außer wir kacken irgendwie total ab. Aber an das glaube ich jetzt eher weniger. Vor Abseits Ronaldo. Und da hat er Glück gehabt.
Hätte vielleicht lupfen sollen. Ja, das ist kein Schütze. Den Baba erwischt ihn nicht. Jetzt vielleicht Konterchance für Fulham. So, kein Problem. Riese. Oh, es gibt keine gelbe Karten. Ganz was Neues. Ja, gut. Ist drüber gegangen. Und da hat noch einiges gefehlt. Benafa. Ja, Kabay erwischt nicht. Einwurf für uns. Der geht an Oli vorbei. Und Dodo probiert's einmal. Hätte fast hingehauen. So, jetzt aber. Dembaba. Ja, und jetzt steht es 2-0. War eh fällig. Ja, einen hat er stehen lassen und dann hat er abgezogen. Und der Torwart war damit auf jeden Fall überfordert. So, also neuer Spielstand 2-0 für uns. Und wir haben ihn schon wieder. Ja, war nicht so gut. Santon am Flügel. Einwurf für Newcastle. Ja, abgeblockt. So, Dodo wieder. Der Mbaba, der ist mal rechts am Tor vorbei. Ja, der erste Wechsel bei Fulham. Kasami kommt. Ich glaube mal, der bringt dann aber auch nicht mehr so viel. Ach, jetzt gibt Einwurf für die anderen. Berbatov. Oder mal bei... Ich glaube, der war zuerst bei Leverkusen damals. Und dann bei Manchester. Ja, und Ruiz mit der größten Chance bisher für Fulham. Den hat er nur nicht gescheit erwischt. Soll uns aber recht sein. Weil Gegentore haben wir schon viel gut gekriegt. So, locker verwandelt. 3-0.
Ja, das ist klar für das Spiel. Auf jeden Fall für uns entschieden. So, wenn wir natürlich auch gespielt hätten in der Europa League, dann glaube ich, wird man nicht nur im 16. Finale ausgeflogen. Dann wird man vielleicht um einiges weiterkommen. Aber das werden wir dann nächste Saison richtig angreifen. Denn dann wollen wir ja einen Titel gewinnen. Also irgendwann. Da sind wir nicht groß wählerisch. So, Vladen Petric kommt. Jetzt frage ich mich gerade, war Vladen Petric nicht auch bei Wolfsburg? Oder war der bei Hamburg? Ich glaube, der war bei Hamburg. Abgeblockt. So, wir werden jetzt einmal wechseln. Weil Feld passieren wird nicht mehr. Jetzt könnte man mal. Dann wir CC eine. Lassen wir den einmal spielen. Da wird einmal den Baba aussehen, der hat gut gespielt. Florenzi da mal im zentralen Mittelfeld eine und dann kann man noch Obertau einschicken. Dass die ja etwas Spielpraxis haben. Abseits. So, unsere neuen Männer sind drin hat. Gleich alle auf einmal. No. Der Ehrentreffer. Ja. Berbatov. War dazu schick, wenn wir zu 0 gespielt hätten, aber leider soll es nicht so sein. Aber gut, das soll uns nicht jucken. Am Ende gewinnt die Mannschaft, die die meisten Tore schießt. Und da ist eigentlich egal, und wenn die anderen 8 Tore schießen, solange wir 9 schießen. Dodo. Ja, Sie sehen mich da mal. Leider vorbei. Gut, das war ein lockerer Sieg gegen Fulham. Also die haben auch richtig an den Bank gespielt. Am Schluss haben sie noch ihre Ehrentor gemacht, aber können wir verkraften. 3 Punkte kennen auf jeden Fall uns. Und jetzt haben wir 61 Punkte. Und sind richtig gut im Rennen. Um in die Europa League zu kommen. Ja, es gibt wieder Schuhe, wie immer. Ich glaube, die gibt es nach jedem Sieg. Wenn ich mich nicht täusche.